Zeit, die Kerzen anzuzünden, Zeit, um auch sich selbst zu finden. Zeit, an Engel mal zu glauben, Zeit, der Arbeit die Stunde zu rauben. Zeit, die Seele zart zu spüren, Zeit, die Ängste zu berühren. Zeit, die Augen fest zu schließen, Zeit, die Einsamkeit zu genießen. Zeit, mal Einhalt zu gebieten, Zeit auch für den inneren Frieden. Zeit, die Liebe zu begreifen, Zeit, die Herzen zu erreichen. Zeit, Gemeinschaftkeit zu leben, Zeit, sich selbst eine Chance zu geben. Zeit, auf Freude zu verschenken, Zeit, die Erwartungen zu überlenken. Zeit, was Neues zu beginnen, Zeit, sich auf Wichtiges zu besinnen. Zeit, um auch einmal zu lachen, Zeit, die Türen aufzumachen. Zeit, Verlorenes zu suchen, Zeit, Erlebtes zu verbuchen. Zeit, die Weihnacht zu verstehen, Zeit, das Kind im Stall zu sehen. Have you heard the sound of the angel voices ringing out so sweetly, ringing out so clear? Have you seen the stars shining out so brightly as the sun comes up? Then Christ the Lord is here. Have you heard the news that they bring from heaven to the humble shepherds who have waited long? Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels sing their joyful song. Please come in peace in the winter stillness, like a gentle snowstorm in a gentle night. Please come with joy, like the sun of morning, filling all the world with radiance and with light. Please come in love, as the child of Mary, in the simple statement we have seen His birth. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels sing in peace on earth. Brauchen Urlaub. Vor Weihnachten war im Himmel die Hölle los. Erst musste der Schlitten des heiligen Nikolaus beladen werden. Dann gab es eine Riesenmenge von Wunschzetteln zu bearbeiten. Auch mussten die Engel täglich auf die Erde fliegen, um all das zu reparieren, was die Menschen im Laufe des Jahres angestellt hatten. Denn zu Weihnachten sollte schließlich alles wieder in Ordnung sein. Weil die Menschen aber so viel Unsinn machten, hatten die Engel wirklich eine Menge zu tun. Und dazu kamen natürlich noch ihre Pflichten als Schutzengel. Viele Erdenbewohner konnten einfach nicht auf sich selber aufpassen. Sie verwechselten die Tür mit dem Fenster, sie schauten nicht rechts und nicht links, wenn sie über die Straße gingen. Sie standen gerade dann an einer Hauswand, wenn ein Ziegel vom Dach fiel. Oder sie stutzten mit der Hacke ihren Christbaum für den Ständer zurecht und konnten nicht richtig zielen. Immer mussten die armen Schutzengel eingreifen und das Schlimmste verhüten. Und das zu der ganzen Arbeit, die sie ohnehin zu erledigen hatten. Wie gesagt, vor Weihnachten war im Himmel die Hölle los. Am ärgsten aber hatte es den Engel Leopold erwischt. Der war eigentlich
Petrus hat schon ganz kühl geantwortet. Vor Weihnachten Urlaub, aufgeschlossen. Da war nichts zu machen und Leopold musste weiter schufen. Wunschzettel lesen, Geschenke verpacken, dann im Sturzflug zur Erde sausen, ein paar zerstrittene Nachbarn versöhnen und einer armen Familie helfen und so weiter und so weiter. Das alles hätte er ja spielend geschafft, aber seine Arbeit als Schutzengel machte ihn fix und fertig. Er musste sich nämlich um einen gewissen Kilian kümmern. Der war 6 Jahre alt und ein Lausbub von der schlimmsten Sorte. Wer saß hoch oben auf dem morschen Ast am Apfelbaum? Kilian. Wer wollte unbedingt den bissigen Hund von Herrn Müller streicheln? Kilian. Wer kletterte nachts auf dem wackeligen Stuhl, um sich ein Stück Schokolade aus dem Schrank zu stibitzen? Kilian. Und immer musste der arme Leopold da sein, denn er war schließlich Kilians Schutzengel. Als Kilian vom Apfelbaum wurzelte, fing er ihn sanft in seinen Armen auf. Dem bösen Hund hielt er das Maul zu, als er gerade zubeißen wollte. Den wackeligen Stuhl packte er ganz fest, damit er nicht umfiel. Das alles machte er natürlich unsichtbar, wie alle Schutzengel. Deshalb sah Kilian nie, wie Leopold schwitzte und sich abwackelte. Aber wenn er es gesehen hätte, so hätte sich auch nichts geändert. Und Kilian war eben ein arger Lausbub. In diesem Jahr aber früher es zu bunt. Eine Woche vor Weihnachten war der Frost ins Land gekommen und hatte den Teich in der Nähe von Kilians Haus mit einer Schicht Eis überzogen. Kein Mensch wäre freilich auf die Idee gekommen, daraus spazieren zu gehen. Dazu war das Eis viel zu dünn. Kein Mensch, bis auf Kilian. jeden Tag probierte er es, auch wenn das Eis noch so schwankte und krachte. Natürlich wäre er jedes Mal eingebrochen, aber ihr habt es längst erraten. Leopold, sein Schutzengel, half ihm. Er packte ihm am Schlafittchen, wenn das Eis um den zersplitterte, oder gab ihm rechtzeitig einen Schuss. Ja, einmal flog er sogar blitzschnell unter die Eisdecke und hielt sich von unten fest, nur damit der Lügel nicht ins Wasser fiel. Hinterher musste Leopold, der arme Teufel, da nass und frierend zum Himmel fliegen. Und als er oben ankam, hingen ihm die Eiszacken an der Nase. Aber jetzt reichte es ihm. Vor Kälte klapperte er mit den Zähnen. Vor ihm türmte sich ein Berg mit Wunschzetteln, die er noch nicht einmal angesehen hatte. Kaum ein Geschenk war schon eingepackt, Alles wegen Kilian. dachte Leopold, und er war so zornig, wie ein Engel nur sein kann. Aber beim nächsten Mal lasse ich ihn ins Wasser fallen, so wahr ich Leopold heiße. Als Kilian am folgenden Tag wieder aufs Eis ging, flog Leopold hinter ihm her, aber er rührte keinen Finger. Geh nur weiter, du Lümmel. Der Schutzengel hatte heute Feierabend. Die dünne Eisdecke ächzte und krachte unter Kilians Schritten, aber er achtete überhaupt nicht darauf. Ihm passierte ja nie etwas, aber dann passierte doch etwas. Das Eis bog sich, knackte und knirschte und zack, brach eine große Scholle heraus und Kilian rutschte ins eiskalte Wasser. Vor Schreck konnte er kein Glied rühren, Das hast du nun davon. dachte Leopold. Dabei kicherte er ein bisschen schamfroh, aber das dürfte er niemandem weitersehen, denn für einen Engel gehört sich so etwas nicht. Er fasste Kilian am Kragen und zog ihn aus dem Wasser. Der lief bibbernd und tropfend nach Hause. Und als seine Mutter ihn so sah, steckte sie ihn gleich mit 2 Wärmflaschen ins Bett und gab ihm Lindenblütentee zu trinken, damit er ordentlich schwitzte. Trotzdem musste er während des ganzen Weihnachtsfestes mit einem dicken Schnupfen im Bett bleiben. Der Engel Leopold aber durfte endlich in Urlaub fliegen, denn mit einem solchen Schnupfen konnte nicht mal Kilian etwas anstellen.